haut 6. Sonntag am Jahreskreis begrüßen ich aus dem Kloster Pepping, wo zugleich das Fest von der Benediktiner Heiliger Scholastica gefeiert wird. Es singt Choral Saint-Cécile, Urspelt an Helling, Dirigentin ist Kaiser Waldbillig Bernadette, Organist de Sylvain Bech. Nur seiner Entrée vom Sol sangen wir in jedem Jahr vom Heitzmann, Messe du Renouveau von Vincent Nicrosa an Rollinger. Das ist der Tag des Herrn, kommt zu uns, wir sind gekommen, an singet froh vom Heitzmann. Durchel spielt als Sortie eng Sortie vom Simon.
Am Numm vum Pap a vum Sonn a vum Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leif Leiit heit zu Pepping an der Klosterkapell, a leif alle Guer, déi der iwwer Medien mat deis verbonne siet. Tellich Scholastika, leiflich Schwester vum Heilige Benedikt, feire ma heit zu Pepping am Kloster, well heit den benediktinische Geest weiter lieft, och war keng Ordensfrau mi do sinn. Hei gesimmer die hellig durgestalt ob engem Fresko vum Bruder Notgar. Dat eigentlich fest vun der Scholastika aus den 10. Februar. Sie huet gelieft vun 480 bis 542 an Umbrien am Mittelitalien. Tellich Scholastika war eng Frau, die sich so wie ihre Bruder Benedikt Gott geweiht huet. Sie weist eist darauf hin, dass man an enger enger Relation mit Christus, die für eis do ass, a wo mir für hin do sinn, en deift Liewensglück könne fannen, an als erfüllte Menschen eis weh können goen. Dat will man eis haut, ob Vierspruch von der Heiliger Scholastika erfroen anerbierden. Machen reis lo durchfir op. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt. Was immer du erstrebst, danach wirst du deine Hand ausstrecken. Vor den Menschen liegen Leben und Tod. Was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft ist er und sieht alles. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er kennt jede Tat des Menschen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, und er erlaubte keinem zu sündigen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Superwahljahr 2023. Für Sommer Gemengewahlen an den Hircht Chamberwahlen. Wahlen bedeutet dann ein neues Parlament. An ein neues Parlament bedeutet neue Gesetze. Wenn an unserer Gesellschaft irgendetwas geregelt soll gehen, da wird Gemengehand nur Gesetze gerufen. Da muss Legislation hier. Do mat ass da jidreen gebunden an verpflicht. Awer et gëtt nach lang net immer dat erreicht, wat de sich verspricht.
Für gut ze summen ze liewen, brauchet méi wie nëmmen eng Flut vun Gesetzer. An eisem Evangelium gehtet och Gesetzer. D'Schrift geléiert a Pharisäer, d'Experten a religiöse Froen, ginn davon aus, dat sie, weil sie Gesetzer penibel erfüllen, gerecht wären für Gott. Ma do stellte Jesus e paar Sachen klar. Grundsätzlich huet hier natürlich nicht gegen Gesetzer a klar Spielregeln. Hier weist aber darauf hin, dass Gesetzer ihre Sinn verfehlen können. Sie können verfälscht und missbraucht gehen, sodass sie sich gegen lebende Mensch an die Gesellschaft richten. Etwas Zweites. Auch wenn Gesetze a Geboter für de Jesus eng wichtig schnauer für d menschlich Handeln bleiben, die hier nicht vorstellt, so geht es ihm doch mehr. Der Jesus weiß, für das Gesetz von Gott zu erfüllen, geht das äußerlich Handeln nicht durch. Da kann ich nach Welt das Wichtigste verfehlen. Es braucht auch die entsprechende Innerhaltung, die das Handeln vom Mensch prägen soll. Ich muss auch eine korrekte Intention haben bei dem, was ich machen. Am Kehr geht es dem Jesus dabei darum, dass wir uns entschieden für Gott an den Nächsten dezidieren, uns ihnen zuwenden. Es geht Leben zu Gott und zum Nächsten. All Gebote peilen das an. Wenn wir uns just Wortlaut, Buchstaben vom Gesetz orientieren, kann das leicht verloren gehen. Da machen wir es vielleicht zu einfach. Da besteht die konkrete Gefahr, dass Gesetze eigenwillig und eigenmächtig interpretiert gehen. Liefren, wir kennen den Jesus echter als einen smarten, sanftmütigen, aber barmherzigen Mensch, der sich die Armen, ausgestoßen und krank kümmert. Mir haut am Evangelium geht es sich radikal, hier tranchiert, weh. Weist eng Seite von sich, die man einfach nicht so verstehen. Messerscharf resoniert hier. Ich aber so ich, wann Gerechtigkeit nicht weit mehr groß als wie die von der Schrift gelehrter Pharisäer, wer da nicht an Himmelreich kommen. Der Jesus weiß also genau, wo es hingehen soll. Hier redet nicht de Brei, mir sieht klar und deutlich, was denn von den Jüngern erwartet. Da möchte kein Kompromiss sein. Der Jesus greift die 10 Gebote aus dem Alten Testament ab, mehr feiert sie auch weiter. Das sind die berühmten Antithesen von der Bergpredigt. Hier berieft sich engerseits ob das Alte Testament, erfährt dafür, ich aber so ich. Domat radikalisiert hier die überkommen Gebote. Hier geht mehr weit, über sie heraus. Das ist der Dritte, das zu beurteilen ist. Des Antithesen spiegeln den heiligen Ausspruch vom Jesus Rim, den hier in unseren Jünger stellt. Viertens, der Jesus schwätzt über Gerechtigkeit, domat mengt hier die ganz konkret zwischenmenschliche Kontakte am Alltäglichen. Ihm geht es aber nicht darum, als Zusammenleben kompliziert zu machen durch zusätzlich Gebote und Vorschriften. Hier will nicht ein neuer Legalismus erfahren, und auch keine Kasuistik. Liebe gelingt nämlich am besten, wenn es an aller Einfachheit gesieget und abgezogen wird. Am Resümee. Gesetze und Gebote müssen dem Geist und nicht dem Buchstaben nur appliziert gehen, für dass sie menschlich bleiben. Der Jesus vereinfacht Gebote engerseits, stellt aber auch hoch Aussprech bei ihrer Verwirklichung, auch über das daraus, was sie bis dahin verlangt haben. Lo konkret. Beispiel von einer Vereinfachung. Da braucht nicht mehr geschwur zu gehen. Da muss der sich formell an steifer fest ob etwas behaupten, mit so und so viel Garantien und Kontrollmechanismen. Da gehen einfach wieder durch. Wieder die soen, wer die mengt, an ob die sich verlassen kann. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Ich werde tot machen, du sollst nicht töten, das 5. Gebot. Du ergänzte Jesus, die Hotieren, dat die Generationen für unjährig gesot gin hast, du sollst kein Tod machen. Wie den Tod mischt, die könnt ob Gericht. Ich aber so ich,
Schon jidereen, die segem Bruder nimme schlecht wült, kënnt op Gericht. Ze Summe liewen gëtt jo net nëmmen durch gegenseitig ëmbringen onméiglich, wie schon leng durch e graffen Umgang mat den Äner, durch mangelnden Respekt an Unerkennung. Et könnt ihr soen, wann man mat Gesetzer korrekt ëmgo willen, da muss man auch dat Kleingedreckten lesen. Wann davon net doodman riets geht, gilde doch als Spruch so zu gebrauchen, da den anderen net durch Geriets fertig mischt, futti mischt, hier Mund dot mischt, dass man net mobben an den Eck dricken, so dat net mi Aups kann machen. Jo op Gefahr hin, dat Selbstmord mischt. Der Mörder in uns kommt de selchte Film op der Tele. Konkret, as het net erschreckend, weil Leid d'Anonymität am Internet so faszinierend fanden, weil sie sich do austoben können, allmählich Frechheiten sich erlauben an net realisieren, wat sie do mat der richten. Beim Verbot vom Ehebruch geht es darum, die menschliche Treu zu schützen. Untreu fängt schon am Herz, beim begierlichen Blick ob ein Frau oder ein Mann, nicht recht beim Akt, so geht Jesus zu verstehen. Hier schwätzt an eng Situation heran, wo den Ehebruch na vulgär als een amüsanten, an tolerable Seitesprung, als kleine Kavaliersdelikt gehandhabt gëtt. Dem setzt hier sin Radikalität entgehend. Et steht so viel Spiel, fir liichtwankig mam Lebensglück umzugoen. Op der anderen Seite muss Christen sich natürlich auch dafür hiden, zu sehr mat Schuldzuweisungen auf Vierwürf zu kommen. Der Jesus plädiert für die unbedingt Treu vom Partner, der Partnerin. Ihr mischt deutlich, wer den Partner ugediget, wann ihn hierhin bedreht. Am Fong schreibt hier dat fest, wat viel Menschen sich am tiefsten vom Herz wünschen. Eng Beziehung, die Bestand tut, an ob der je bauen kann. Auch haut sehnen Leid sich nur so enger verlässlicher Beziehung. Das Sehnsucht soll durch das Jesuswort geschützt gehen. Kein Plädoyer also für eng absolut Gesetzestreu, wenn's der Gesetzestreu, ma für Gesetzer so anzuhalen, dass sie dem Mensch zu gut kommen, an Hirn als in Relationen schützen, an fördern. An do hier, dem Jesus in Forderung, dat Beist von Ufang und vermeiden, an ihm aus de Face goen. Liebe Brüder und Schwestern, all dat, wat de Jesus de Sohn huet, seten eis, seten dir, seten mir, ganz persönlich. Es schwätzt mich Es stellt Ursprich eng Lebensfeierung. Worüber du könnt as, dat man dat äußerst handeln, mat enger innerer Haltung iwreinander bringen. Wahrhaftigkeit nennt ihn dat. Oder mat engem moderne Wort Authentizität. Die überzeugt, sos nächt. Und dann as ihn am Rängen mat sich selber. Et geht doch még Äderweis zu schwätzen, a wie ich no bausen kommunizieren. Auch du hast die Jesus e guten Lehrmeister. Wer ich von ihm lehre kann, Klartext reden. Uchten, dat ich net nimme groß Wider man, mir wirklich etwas zu soen hun. Dat werden még Nolauusterer appreciieren, wann ich se net zo texten, net zo tippen, mat Phrasen, mat Geschwätz, mir effektiv etwas mat deelen. Aber mei Wort verlässlich an eendeitig ass. Dorop oppassen könnt für die nächste Dich e guten, persönlichen Kommunikationstraining sinn. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mënscheet ass wo Krich an Naturkatastrophen betraff, vun Armut a grosser Not. Awer well mir wëssen, dats Gott bei eis ass, beten wir fir all déi, die betraffe sinn. Wir beten für die vielen Toten Erdbeben an der Türkei und Syrien, für all die Liebsten verloren haben, für die, die überlebt haben, die verwundet sind und die nicht wissen, wie das Leben weitergeht. Herr Gott, heir uns. Wir beten für all die an den Katastrophengebieten helfen, die unermittlich schaffen, für Leben zu retten, und die Leute, die versuchen, mit allen Mitteln Not zu erleichtern. Herr Gott, heir uns. Wir beten für die Menschen an der Ukraine, die immer mehr attackiert gehen, und für all, die nur einen Weg für Frieden und Gerechtigkeit sichern. Herr Gott, heir uns. Wir beten für die Kranken, für alle Menschen, denen es nicht gut geht, und für all, die für sie sorgen. Herr Gott, heir uns. Ein Dienstag wird Valentinstag gefeiert. Wir beten für alle frisch Verliebten, für alle Partnerschaften und aber auch für die Menschen, die allein sind. Herr Gott, heir uns. Und wir beten für uns Leben Verstorben, haut besonders für die Verstorben von der Familie Welsch. Herr Gott, heir uns. Herr Gott, du bist bei uns eurer schweren Zeiten. Du verlöwen wir dich durch Christus, als Bruder und als Herr, zusammen mit dem Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Wir preisen dich, Herr, denn du bist groß in deinen Heiligen. Das Leben der heiligen Jungfrau Scholastica hat dir wohlgefallen. Nimm mit diesen Gaben auch unseren Dienst an, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache unser Wimmer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, der heiligen Scholastika und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kanner vor Gott will reis Lot zusammen und den Pap am Himmel adressieren. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis halt uns dich nicht Brot, verzeih uns als Schuld, denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, wie man uns frei vom Bösen, weil dein das Reich an euch an Herrlichkeit für immer und ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns gestärkt durch die Teilnahme am Heiligen Mahl. Lehre uns nach dem Vorbild der heiligen Jungfrau Scholastica, dir unser ganzes Leben als ungeteilten Dienst zu weihen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft am Kloster zu Pepping. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Masse von Weimelskirch. An los schalten wir zurück an den Studio.